Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Taktik Fox. Ja Leute, ich zeige euch meine Umstellung gegen den SC Freiburg und wir gucken mal, ob wir vielleicht auch so die Aufstellung zusammenkriegen, wie sie sehr wahrscheinlich dann in Wirklichkeit sein wird. Fangen wir an mit dem Ulle im Tor. Ich denke, das ist relativ klar. Erst recht nach seiner Parade. Ich denke, ein Harry Kane wird immer noch unumstritten sein. Ja, Upamecano und Min-Jae stellen sich ja auch von alleine auf. Gebe dir auch keine Alternativen. Ja, jetzt ist die Frage, fangen wir erstmal rechts an. Rechts ist bei mir Mazraoui Nus auf jeden Fall der rechte Verteidiger. Klar, in der Regel würde ich sagen, könnte ich einen Kimmich da hinziehen, aber das ist so unrealistisch. Ja, von daher lassen wir das mal ganz weg. Die Frage ist, was machen wir mit dem Guerrero? Bringen wir ihn mal im Mittelfeld? Oder bringen wir ihn mal als linken Verteidiger? Ja, aber ich denke, ja, gegen Freiburg, ich würde einen Davis nochmal bringen. Davis hat zwar auch viel Licht und Schatten die Saison gehabt, aber ich würde mal mit dem Davis anfangen. Ändern kann man es immer noch, ne? Ein bisschen umbauen. Ich erwarte Freiburg jetzt nicht irgendwie super offensiv, super halt hochpressen oder sowas. Erwarte ich Freiburg nicht. Ja, von daher würde ich ein bisschen Guerrero mal bringen für den Goretzka, für den Leimer. Ich habe den Leimer ja anscheinend ein bisschen zu stark gesehen im Spiel gegen Kopenhagen. Wir werden sehen. Ich werde den Leimer auf jeden Fall im nächsten Spiel mal ein bisschen genauer beobachten, ob ich da vielleicht irgendwie einen blinden Fleck beim Leimer hatte. Wir werden sehen. Ansonsten, bin ich ganz ehrlich, würde ich den Kimmich einfach mal draußen lassen. Das euch, wie es ist. Ich würde einfach mal den Leon bringen auf der 6. Ja. Den Guerrero auf der 8. Ich würde auch klare 6 und 8 präferieren. Das ist ja auch, was Tuchel sein System ist. Wenn es nach mir gehen würde, würde ich mit einer Dreierkette spielen, aber nach mir geht's nicht und wir haben da im Moment auch nicht die Innenverteidiger für, weil wir haben aktuell nur 2. Also von daher fällt das eh flach. Von daher würde ich Leon mal bringen. Ja, muss man ihm natürlich klar sagen, so, du bist der Sechser, bis hier und nicht weiter und so weiter. Aber ich denke, Leon könnte die Rolle auf jeden Fall ausfüllen. Und ja, wäre auf jeden Fall mal interessant, ihn da zu sehen. Ne? Und ein Kimmich, denke ich mal, wir können jetzt wieder anfangen, über die Holding Six so zu reden und über sein Positionsspiel, bla und Sülz. Aber mal ganz ehrlich, den Kimmich kann es auch einfach mal gut tun, einfach mal ein Spiel draußen zu sitzen. Ne? Ist ja nun mal auch ein Dauerbrenner und ja, auch ein Goretzka oder ein Guerrero sollten die Qualität haben, um gegen Freiburg da auflaufen zu können. Ne? So, Coman ist für mich draußen, wo ich ihn gerade hier sehe. Bei mir würde, wie so oft, ein Tell anfangen. Ich würde einen Tell auch auf links lassen, aber mit der Absprache, dass man vielleicht auch mal einen Wechselspieler hat, habe ich ja schon oft gesagt, wie ich das vorne handhaben würde. Und ja, auch nach der etwas schwächeren Vorstellung gegen Kopenhagen wird ein Sané natürlich anfangen bei mir. Ja, man muss ihm da einfach auch mal ein bisschen Kredit zollen. Ja, die Spiele davor war er auf jeden Fall da vorne der Stärkste. Und ja, also kommt man um Sané nicht drum herum. Ansonsten würde ich den Müller bringen. Ich würde Müller anfangen lassen, wir haben den Tuchel gehört. Müller hat nicht mehr so die PS im Akku, das heißt, ich denke mal, Müller wird max 60 Minuten spielen, wahrscheinlich sogar nur 45, je nachdem, wie das Spiel läuft. Und Musiala war jetzt nicht so super überzeugend, abgesehen von dem Tor, was er natürlich super gemacht hat, ja keine Frage. Hat man von ihm vorher aber relativ wenig gesehen. Ja, von daher denke ich, tut ihm das einfach auch mal gut, einfach mal draußen zu sitzen.
Und auch ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl, dass man sich vielleicht mal ein bisschen mehr anstrengen soll. Dasselbe bei Coman. Ähm, Ich bin kein Freund davon, immer die Spieler so zu pinseln. Klar ist Coman 'n verdienter Spieler, klar hat er immer eine gute Form und so weiter, gehabt, war immer sehr konstant. Man hat ihm jetzt genug Chancen gegeben, seine Form zu finden, hat er halt einfach nicht geschafft. Und da muss man einfach auch mal sagen: „Pass mal auf, King, so reicht das aktuell nicht. Sieh zu, dass du den Kopf frei kriegst, sonst was. Bleib erst mal draußen.“ Punkt. Ja. Dasselbe, was man beim Kimmich auch mal hätte machen müssen. Ich meine, das beste Beispiel ist, was man in der Vorbereitung hat man's mit dem Goretzka so getan, ja. Das war mal sehr erfrischend und ich denke, dann sollte man das bei den anderen Spielern aber auch mal anwenden und nicht nur beim Leon, ne? Ich denke, beim Leon hat's gefruchtet, und ich denke, das würde bei Coman, bei einem Herrn Kimmich und wie sie alle heißen, halt auch mal fruchten, ne? Auch so ein Musiala ist ein junger Spieler, der wird auch immer noch Formschwankungen haben, ja. Also, du kannst jetzt nicht verlangen von so einem jungen Spieler, selber wie von Tell, die müssen jetzt jedes Spiel liefern und bla und Sülz, ja. Das weiß man, das sind so junge Spieler, die haben Formschwankungen und das ist doch auch völlig okay, ja. Dafür haben wir ja so alte Hasen wie 'n Thomas Müller und dann fängt der Müller mal an und wenn der Müller dann platt ist, dann kannst du Musiala immer noch bringen und dann kann Musiala wieder zeigen, was er kann, ne? Vielleicht tut ihm das auch mal gut, dass die Chose mal andersrum ist. Von daher, ja, wir haben diesen Kader und wie man sieht, ist, was hier auf dem Platz steht, aller Ehren wert, ja. Das ist wieder Heulen auf hohem Niveau. Tuchel hat ja auch irgendwas gesagt von 18 Spielern, die wir haben. Ähm, ja, 11 plus 5 macht 16. Mit dem zweiten Torwart, der sitzt, sind 17. Also von daher ist doch alles tutti, ja. So. Klar, Kim und Opa ist, ja, ist halt so, dass da keine Alternative da ist. Aber du hast 'n Kimmich draußen sitzen, sollte einer ausfallen von den Innenverteidigern, kannst du Kimmich bringen, hat er unter Pep Guardiola schon gespielt, den Innenverteidiger. Andere Alternative, du kannst 'n Goretzka dann auch weiter zurückziehen und dafür dann 'n anderen Sechser bringen, wie 'n Kimmich oder 'n Leimer. So, du hast 'n Leimer draußen sitzen als Mazraoui, Ersatz, ja. Ich kann die ja auch mal zuordnen so 'n bisschen, wie ich das sehen würde. Wo ist er? Leimer wäre natürlich aber auch 'n Guerreiro-Ersatz, genauso wie 'n Kimmich 'n Guerreiro-Ersatz wäre. Wir haben schon viele variable Spieler, ja. Auch hier, du kannst natürlich dann auch, 'n Tell als hängende Spitze bringen, wenn du 'n Müller runternimmst und könntest 'n Coman bringen anstatt 'n Musiala. Könntest aber mit Sicherheit auch, komplett umstellen, könntest Guerreiro nach links hinten ziehen, Davies einen vorschieben und könntest 'n anderen Achter bringen. Ob's dann Kimmich ist, ob's 'n Leimer ist, ob's 'n Musiala ist, ja, je nachdem, wie Freiburg halt spielt. So wie ich Freiburg erwarte und wenn du sagst, Goretzka ist 'n klarer Sechser und kriegt halt auch hin, die Position zu halten, brauchst du halt auch keinen defensiven Achter mehr. Dann kannst du auch 'n Musiala als offensiven Achter bringen. Da kann er seine Stärke 'n bisschen mehr ausspielen, wenn er 'n bisschen mehr Raum vor sich hat. Auch wenn der Gegner hinten drin steht, dass er einfach mit 'n bisschen Geschwindigkeit auf die Ketten läuft und nicht, wenn er schon mitten in der Kette spielt und angespielt wird. Da sehe ich ihn stärker, also von daher Müller sehe ich schon. Müller, denke ich, hat ein bisschen mehr seine Stärke, wenn da 2 Ketten stehen, als 'n Musiala, weil er einfach Räume sieht und Pässe spielt, die einfach nicht normal sind, ne, die man nicht erwartet und sich auch in irgendwelche komischen Räume begibt und so weiter. Ähm, ja, von daher denke ich, wäre das mal eine ganz, ganz interessante Geschichte. Ja, das wäre meine Aufstellung, ne? Warum, wieso, weshalb, habe ich schon ein bisschen erläutert. Kommen wir mal dazu, wie es sehr wahrscheinlich aussehen wird. Kim und Opa und Kane und Ulle, denke ich, sind safe. Ich gehe davon aus, dass ein Davis beginnen wird links. Ich gehe davon aus, dass ein Kimmich auf der 6 spielt. Ich gehe davon aus, dass ein Guerrero doch auf der 8 spielt. Ja, auch so wie ich es gemacht habe. Ich denke, Tuchel wird ihn bringen. Ähm, Die Frage ist, was mit Leimer passiert. Weiß ich nicht, kann ich schwer vorhersehen. Einer von beiden wird auf jeden Fall einen rechten Verteidiger geben. Sané wird definitiv spielen. Links wird definitiv ein Coman spielen anstatt ein Tell. Ähm,
Ja, und so wie er es anklingen lassen hat, ist ja der Gedanke da mit Müller. Ob er es wirklich durchzieht und Müller von Anfang an bringt oder Musiala, weiß ich nicht, kann ich auch absolut nicht vorhersehen. Ja, wild. Ja, wir haben auf jeden Fall ein paar Möglichkeiten und ja, also ich denke, Müller hat sich's auch einfach mal verdient, ja, von Anfang an zu spielen, genauso wie so 'n Tell. Nicht nur jetzt wegen den letzten Auftritten allgemein. Und es wäre mal schön erfrischend, wenn wir mal Müller und 'n Kane im Verbund sehen würden, ja, ob das irgendwas ändern würde, ob 'n Harry Kane dann besser im Spiel eingebunden sein wird, genauso wie mit dem Tell mal über die Seite, ja. Wäre vielleicht auch mal ganz interessant, aber im Allgemeinen komme ich gerne noch mal drauf, müssen die 4 halt einfach auch in Bewegung sein, ja, 'n Positionsspiel haben, wo man halt auch mal wechseln kann. Ja, es ist gar kein Problem, dass 'n Müller mal nach rechts draußen geht, 'n Sané mal in die Mitte oder 'n Sané mal auf links geht und 'n Tell in die Mitte oder dass 'n Tell wir können's auch einfach mal so machen, je nachdem, wenn Freiburg halt echt irgendwie so spielt, wie ich's erwarte, dass sie eher sich zurückziehen. Jeder Gegner kannst du sicher auch mal so kurzfristig umstellen, ja, und Guerreiro 'n bisschen nach vorne, so auf die halbe Zehnerposition schieben, ja. Dann hast du immer noch hier 4 beziehungsweise 3, wenn unsere Außenverteidiger noch aufrücken. Wenn Goretzka diszipliniert genug ist, und 'n Goretzka, denke ich, könnte echt 'n guter Sechser werden, auch 'n guter defensiver Sechser, ja, weil er hat auch 'n gewisses Aufbauspiel, ähm, was halt aktuell gar nicht zu tragen kommt, wenn er irgendwo auf der 8 rumirrt. Weiß ich nicht, warum man das nicht mal probieren würde, ja? Warum da immer 'n Kimmich rumläuft. Vielleicht hat man Angst dann, dass es funzt, ja? Weiß ich nicht und dann, ja, keine Ahnung, Tuchel keine Argumente mehr hat, dass wir 'n Sechser holen müssen. Also, ich könnte mir 'n Goretzka auf der Posi vorstellen, ja. Hätte man halt mal einfach ausprobieren müssen. So. Ja, aber noch mal, vorne müssen wir einfach in Bewegung sein und variabel sein. Erst recht, wenn die Freiburger so spielen, wie ich sie erwarte. Ja, Freiburg wird mit Sicherheit auch mal die wahrscheinlich am Anfang könnte ich mir sehr gut vorstellen, so die erste Viertelstunde werden sie uns hoch anlaufen, werden versuchen, Kimmich zuzustellen, so wie sie es immer tun. Aber es wird dann auch die Phasen geben, wo Freiburg einfach komplett hinten drin steht, ja. Und dann musst du halt einfach mal deine Grundordnung ein bisschen ändern, den Guerreiro einfach mal ein bisschen weiter nach vorne schieben. Ähm, Unser Außenverteidiger ein bisschen weiter nach vorne. Wichtig ist halt, dass die Mitte abgedeckt ist mit dem Goretzka, ja. Das wäre so. Und super wichtig ist natürlich, dass unsere Außen mit nach hinten arbeiten, ja. Ich denke, beim Tell ist das keine Frage. Der reißt sich eh immer den Arsch auf. Bei Müller ist das auch keine Frage, sobald ihn die Füße tragen. Ja, schon immer gewesen bei Müller. Und beim Harry Kane haben wir auch gesehen, wenn da Standardsecken sind, ist er immer der Erste, der bei uns hinten klärt. Also da mache ich mir keine Sorgen. Sané müssen wir mal gucken, wie er Bock hat, so mit nach hinten zu arbeiten. Aktuell hat es der rechte Verteidiger auf jeden Fall immer ein bisschen schwierig bei uns. Da fehlt mir oft so die letzte Unterstützung, dass man wirklich mit nach hinten geht. Aber gut. Mal abwarten, wie es wird gegen Freiburg. Mein Tipp war 2-1. Ja, ich denke, es könnte ein zähes Spiel werden. Ja, wenn man einfach mal den Mut hätte, auch mal die Spiele auszutauschen, wie es jetzt hier zum Beispiel in der Mitte ist, und auch mal den Müller vielleicht mal zu bringen, um einfach mal auch andere Reize zu setzen. Wären wir vielleicht schon einen Schritt weiter. Ja, weiß ich nicht. Kann man, hätte Fahrradkette, ne, wie immer. Aber wir brauchen einfach mal wieder ein bisschen Mut zur Veränderung, ja. Und ja, warum nicht 'n Goretzka auf der Sechserposition? Klar, wenn er sagt so: „Ne, fühle ich nicht, sehe ich mich nicht“, ja, dann Pech gehabt, Alter. Dann setz dich auf die Bank und dann stell wieder 'n Kimmich dahin und Arsch lecken. So, sehe ich genauso. Aber, ich denke, man könnte das in Leon vermitteln und ich denke, Leon könnte da, 'n starken Wert für uns geben, ja. Aber keine Ahnung, wir werden's wahrscheinlich nicht sehen. Ja, schauen wir mal. Gerne eure Meinung in die Kommentare. Muss gucken, ob ich morgen die Zeit habe, da noch drüber zu gucken. Morgen bin ich halt unterwegs, aber ja, drüber gucken kann ich auf jeden Fall. Ob ich dann die Kommentare noch alle beantworten kann ich euch nicht sagen. Ansonsten, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Ich wünsche euch ein super duper Spiel. Hoffen wir, dass wir mal ein bisschen offensiveren, schöneren Fußball sehen.
Sollte es nicht so sein, ja, drauf geschissen, dann müssen wir halt ein dreckiges 2:1 mitnehmen, dann ist das so, dann haben wir wieder ein bisschen was zu meckern, aber solange das Ergebnis stimmt, ist alles gut. Und ansonsten, ja, Nachbesprechung des Spiels von Freiburg und so weiter. Montag 19 Uhr live auf Twitch. Wer vorbeischauen möchte, Link findet ihr unter diesem Video. In der Videobeschreibung der erste Link, klickt drauf, folgt mir und dann bekommt ihr eine Mail, wenn ich live auf Twitch bin. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende, ein schönes Spiel Sonntag und wir sehen uns Montag. Tschüssi!